Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly HD. Ja, lang ist her, dass wir uns so gesehen haben. Also, gerade wohl der, der da immer noch zuschaut, nach über einem Monat kein Video. Und ich würde sagen, neues Jahr, neues Video. Endlich wieder mal ist es soweit und ich mache wieder ein Video. Ja, ist jetzt lang gegangen, hat verschiedene Gründe gehabt, aber die zähle ich euch gar nicht auf, weil ganz ehrlich, wen juckt es genau auch, was ich in dieser Zeit gemacht habe, wenn ich keine Videos gemacht habe. Und was ist dann in dieser Zeit passiert, wo ich da so ein bisschen abwesend war auf YouTube Schweiz? Zum einen hat es eine neue YouTube-News gegeben, endlich wieder mal, aber es kommt von Deutschland. Also ich meine, wieso kommt ein YouTube-News von der Schweiz aus Deutschland? Was habe ich bitte verpasst? Und dann ist es noch von so einem Kogenaff. Also, hä? Und den Affe hätte ich mir jetzt mal vorknüpfen und darum habe ich mal recherchiert, wer das genau ist, die Variashi. Und ja, bin dann so auf eine Internetseite gestoßen, wo unter anderem heisst Weizen Gaming. Die sehen wir jetzt mal eingeblendet und das soll anscheinend von ihm sein, weil wenn man da ein bisschen runterscrollt, sieht man da, der Affe schon wieder, der die Swiss News produziert. Und ja, der hat da sein Twitter, also gehen wir auf sein Twitter-Profil und hey, nein, Spaß, Jungs, Spaß. Ich finde es richtig cool, ich kenne Variashi, ich finde es mega cool, dass er Swiss News im Ausland macht. Also im Ausland ist jetzt so ein bisschen böse betont, aber nein, ich meine, er kennt wahrscheinlich die Schweizer YouTube-Szene besser als ich meinen eigenen Hosensack. Und das wird etwas heißen, weil ich habe momentan Hosen, die keinen Hosensack haben. Comedian bin ich neben Piano geworden, stimmt absolut nicht, aber scheißegal. Nein, aber ich finde es mega cool, dass er das gemacht hat und ich habe die YouTube-News voll cool gefunden, darum die ist unten verlinkt, sowie auch all die drei Twitter-Accounts von diesen lieben jungen Herren, die das gemacht haben, oder besser soll ich sagen, die zwei jungen Herren und dem einen Aff. Nein, wir bezeichnen den mal als Herr. Nein, auf jeden Fall, das ist alles unten verlinkt, auch die Webseite ist unten verlinkt, weil ich habe mir gedacht, ich muss euch mal die wunderschöne Webseite zeigen, die ich da gefunden habe, durch InAu. Und dann haben wir gedacht, du, look, man könnte das nicht einfach so unpubliziert lassen. Ich muss dazu ein Video machen, weil es hat geile Spiele, die man spielen kann. Ich habe vorher schon mal schnell etwas ausprobiert, nachdem ich etwa eine halbe Stunde lang mit dem Variashi geschrieben habe, wie das endlich funktioniert, weil ich absolut nicht gecheckt habe, wie ich das Spiel zum Laufen bringe. Ja, ich bin ein Spittu, was das angeht. Nein, jedenfalls ist es nachher so gewesen, dass ich das endlich zum Laufen gebracht habe und dann haben wir überlegt, ey, komm, weißt du was, mach doch einfach eine Videoreihe dazu. Und darum habe ich mich entschieden, ich will zu jedem Spiel, wir sehen ja da, ich spiele das nachher noch genauer vor, 3 Spiele, die wir haben. Das ist zum einen das Retro, dann das Inside Maniac Vortex. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen, wenn nicht, haut mich und hate mich nach Spaß. Bitte nicht haten, gebt dem Video ein Like. Ein Like, geil, ist mein Lifestyle. Das ist auch vom Jahr, keine Ahnung wann, egal, never mind. Gute Jokes werden niemals alt, aber das war leider kein guter Joke gewesen. Ja, was laber ich da eigentlich schon wieder? Nein, und jedenfalls, da gibt es noch Milchhand und das ist zum Teil recht lustig, wenn man so da drin liest, aber ich werde euch jetzt die Webseite eigentlich noch vorstellen und nicht nur die Spiele. Also zum einen haben wir hier ein Logo, muss ich sagen, wirklich 1A und ich finde das Logo da oben richtig cool. Dann gibt es noch das Home, also ja, da sind wir jetzt halt gerade. Dann Discover Projects, eben, das sind da die 3 Spiele. Und dann von wem sind die? Und besser gesagt, wer sind die? Also da haben wir zum einen den Hurenaf. Also der Variashi. Also nehmen wir es wirklich nicht böse. Ich kenne den Variashi persönlich. Wir haben es ja schon gesehen. Er versteht Humor, ich verstehe Humor. Und darum sehen das nicht allzu böse. Dann haben wir ihn da. Imagine a monkey who starts clapping when you wind him up. Expect he produced program code at least after the infinitive monkey theory. Ja, wer es jetzt verstanden hat, soll zurück in die Schule, Englisch lernen oder den Google Übersetzer führen, weil ich habe absolut keine Lust, das zu übersetzen momentan. Und dann haben wir den Kali, oder Kali, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, der Evil Mastermind behind the games. Also er ist da wahrscheinlich der das mehr oder weniger programmiert, wenn ich das richtig verstehe. Und auch, so wenn ich das jetzt aus seinem Twitter-Namen erkenne, ist das so ein bisschen der das Ganze leitet. Und dann haben wir noch den Tempi, der eigentlich nicht wirklich weiss, wieso der auf dieser Seite ist und er selber weiss es wahrscheinlich auch nicht. Also ist so alles das, was da beschrieben worden ist. Ja, Twitter ist auch nice. Da, okay. Und das Wichtigste natürlich, ich meine, die müssen sich auch irgendwie finanzieren und ich meine, ich finde das wirklich eine mega coole Webseite, die sie da haben. Das ist da, you can also buy merch from our store. What are you waiting for? Click on the button below. Das machen wir jetzt einmal. Und da kommen wir auf Spreadshirt, kauf unser Merch. Und da sehen wir schon mal alle Produkte, die sie haben. Und ich muss wirklich sagen, also ich meine, ich habe so selten
etwas gekauft, das einfach so von Spreadshirt gemacht ist. Aber ich muss sagen, so Logos sehen recht nice aus. Das muss man sagen. Also, wirklich. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Und ja, also wenn man auch da löst, passt einwandfrei. Das Schild ist für die Größe M etwas zu lang, 2 bis 3 cm, also auch noch gut zu wissen, prima gedruckt. Der Service und die Bearbeitung waren im Nachgang sehr gut. Aha, wahrscheinlich wird das im heißen. Schlichteste, so, ich würde gerne bewerten, hätte ich das Shirt bekommen, es wurde nicht geliefert, auch nicht so gut, aber ja. Dann gibt es noch weitere Sachen, die wir haben. Das wären dann so Taschen, die man hat. Aber ich finde ehrlich gesagt das auch ganz geil. Also das ist einer von meinen Favorite Hoodies wahrscheinlich. Also vor allem so in Grau sieht das irgendwie noch richtig nice aus mit dem Weizen Gaming. Muss ich sagen, das sieht wirklich aus. Das ist geil. Habe ich schon Schlimmes gesehen. Ja, also wirklich, wenn ihr die Herren unterstützen und sagen, jawohl, ich finde das cool, dass sie das machen, schaut wirklich in der Link, der ist auch noch verlinkt unten. Geht dort etwas posten, wenn ihr Lust habt, das irgendein so cooler Merch zu tragen. Und ich meine, man sieht es euch nicht gerade an von weitem, ja, dass das irgendein YouTuber-Merch ist, sondern man schaut doch zweimal drauf und das finde ich doch heutzutage irgendwie noch wichtig, dass man da nicht einfach so ein Standard-Merch hat. Aber ich meine, das ist ja jedem seine Sache, von dem her ja. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lang, gehen zurück auf die Weizen Gaming Webseite und dann gehen wir mal ins erste Spiel rein. So, Retro, A Blast from the Past. Ich finde ja geil, dass die überall so geile Sachen haben, auch wegen Get Pixelated. So, halt zurück zu den Pixel. Und A Collection of the Finest Video Games of Our Past. Also so die geilsten Videospiele von unserer Vergangenheit. Ich nehme jetzt mal an, ich muss das nicht alles übersetzen. Beinhaltet alles so, also das Oxo ist eigentlich Tic-Tac-Toe. Dann Pong, Breakout, Space Invaders, Snake, Pac-Man, Frogger, Sokoban und Tetris. Und das sind alles so verschiedene Spiele, die man da unten auch schon sieht, wo man spielen kann. Und das nimmt mich wirklich sehr Wunder. Weil ich kenne auch nicht alle, ich kenne Haufen von dem, aber ich bin nicht mit allen aufgewachsen. Aber ich meine, ganze Sachen wie Tic-Tac-Toe spiele ich jetzt noch. Wenn einem langweilig ist in der Schule, macht das nicht. Schule ist wichtig, lernen immer viel. Da können wir da Download machen und dann wird es uns jetzt downloaden. Aber das machen wir dann das nächste Mal, weil ehrlich gesagt finde ich die Webseite viel zu schade, dass wir jetzt einfach anfangen zu gamen, weil die Webseite finde ich so nice. Und dann stelle ich euch noch das nächste vor, auf was ihr euch auch freuen. Discover the Secret of St. Michaels. A thrilling Pixel-Style Retro Point-and-Click Adventure. Das wird auch sicher richtig nice. Auf das freue ich mich auch schon. Und wenn ich so die Bilder anschaue, sehen die richtig cool aus. Ist halt klar, ist noch Pixel und ist vielleicht nicht das beste Game, aber ich muss sagen, für die das wahrscheinlich als Hobby machen. Ich kenne jetzt den Bariashi nur und ich weiß, dass er das nicht als Beruf macht. Sieht das richtig cool aus. Und dann haben wir noch Milchhand, das ist auch ein sehr lustiges Spiel. Da musste ich von den Kühen schützen und absäckeln von denen. Also von dem wäre auch recht nice. Ja, das sind so die 3 Games, die sie momentan haben. Ich habe gehört, sie sind immer wieder dran am Verbessern. Und darum hoffe ich, dass es irgendwann wieder mehr gibt. Aber das heisst, in nächster Zeit werden 3 Videos online kommen, die nächsten 3 Wochen. Also nach dem Video jetzt, immer am Sonntag. Wo ich euch die Games vorstellen werde, mit euch zocken, spielen. Aber das natürlich zum Teil nicht einfach nur ein Gaming ist, weil ich bin ein Gaming-Kanal. Möchte ich auch, dass ihr mir Fragen und Anregungen und in die Kommentare schreiben, wo ich dann darauf reagieren oder beantworten kann. Weil das ist halt zum Teil, je nachdem, wenn das Spiel gerade nicht so spannend ist, kann man noch etwas dazu sagen oder machen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die bis jetzt dran geblieben sind, die sind treue Zuschauer, danke schon mal. Ja, richtig cool. Und das Jahr habe ich noch einige coole Sachen geplant. Unter anderem ist vielleicht wieder mal ein Swiss Creator Meetup geplant. Für die jetzt bis dahin geschaut haben, wissen sie es jetzt. Die restlichen wissen es noch nicht. Die wissen es dann irgendwann im Verlauf von der nächsten Woche oder irgendwann so, wenn ich jetzt suche, um etwas zu posten. Ja, also ich bin etwas am Planen, aber das geht jetzt viel nicht an. Viele wissen nicht, was ein Swiss Creator Meetup ist. Darum ja, habe ich euch jetzt mal da oben. Ist mal da oben. Hoffe, dass es jetzt richtig ist. Genau. Ein Video verlinkt, wo das Ganze erklärt wird. Also erklärt wird nicht, wo ihr einfach die letzten 2 seht. Was wir jetzt so gemacht haben. Und es war sicher eine richtig coole Erfahrung gewesen. Und dann hat es eigentlich etwas mit Motorsport zu tun. Ich weiss, ich habe jetzt gerade ein Formel 1 Liebling, ja, das ich von jemandem geschenkt bekommen habe. Von der Svenja, um genau zu sein. Ja,
das geht dann ein bisschen das Jahr. Gerade Ende Jahr wird es etwas im Motorsport zuhören. Dazu werde ich wahrscheinlich auch eine Serie machen oder so. Irgendwie, weil das doch ein Highlight wird sein, etwas, wo ich mich sehr darauf freue, wo ich jetzt schon weiss, dass es richtig Spass wird haben. Wo etwas kostet finanziell, aber das ist mir wert zu machen und dann werden wir mich wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen begleiten dazu. Und für die mehr Motorsport sehen wollen, könnt mal auf meinem zweiten Kanal vorbeischauen, auf dem Silly-Kanal. Dort ist ein bisschen mehr Gaming-Livestream. Ich weiss, dort bin ich auch nicht mehr der aktivste, aber ich probiere mal wieder 1-2 Mal etwas zu machen, aber ich kann es euch nicht versprechen, weil ich habe momentan viel anderes zu tun. Ja. Und ein Projekt habe ich ganz vergessen, das ist natürlich noch fast vor meiner Haustür, wo ich auch noch mit einem guten Kollegen etwas zusammen will machen. Oder besser gesagt, er hat mich gefragt, ob wir etwas machen können. Und dort werde ich euch sicher auch mitnehmen. Aber ich würde sagen, ich laber gar nicht mehr zu lang, weil das Video ist auch schon wieder fast 10 Minuten wahrscheinlich im Dings, weil im Rohschnitt ist es jetzt fast schon 12 Minuten. Ja, werde ich gar nicht mehr lang labern. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und mit mir zusammen durch die Games durchzugamen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!